Tja, Freunde, den Kampf auf hoher See haben wir zwar gewonnen, doch das Abenteuer geht nach wie vor weiter. Hier zurück bei Fire Emblem Engage. Und wir sehen gleich natürlich zurück nach Somniel. Mal gucken, ob wir noch das ein oder andere machen können. Ich denke mal, großartig angeln wird es nicht wirklich lohnen. Oh. 戻ってきたのね。平気ですか、アイビー王女。イルシオンがどうなっていたとしても、私たちのやることは変わらないわ。もう少し北上したところに氷に覆われたジーブル港があるの。そこから上陸しましょう。わかりました。王城や大教会からさほど離れていないから、今のイルシオンの情報が聞けるかもしれないわ。行き先を伝えてくるわね。紋章師マルス、セリカ、ミカヤ、ロイ。あなたたちを取り戻せないままここに戻ってきました。今度こそきっと迎えに行きますから。それまでどうか待っていてください。 Aber hallo, 4 Embleme fehlen ja noch. Das wird lustig, die zu holen. イルシオンか。同胞と分かたれた地に戻るというのはこのような心持ちなのだな。残りの皆を奪還さえできれば、やっと1000年に一度の力を与えられますね。それから我々紋章師のみが知るもう一つの力の行使も可能となる。今回は奇跡が起こせるかもしれません。もしみんなで願えばルミエルさんのことだって。俺は反対だ。先のことを考えるのならあれは使うべきじゃない。同感ね。この先も続く未来を思うのなら特定の存在に肩入れすべきじゃないのかも。肩入れ？あの悲劇を回避したいと思うのは当然じゃないか。ですが私たち各地の指輪はそちら側で何があったのかほとんど知らないんです。王城にいたものとそうでないものの認識が違うのは仕方のないことだ。これでは今回も難しそうだな。あれは1000年に一度の力と違い、一度も発動したことはありませんから。1000年前もその前だって。代償を思えば行使すること自体忌避すべきかもしれないがな。ここにいない者たちはどう思っているのだろうか。What the fuck, was war denn das gerade? Ein Wunder? Und Lumera? Ist ja unsere Mutter, die ist ja gestorben. Jetzt sagen wir nicht, die können irgendwie jemanden von den Toten zurückholen. Okay. Ich habe keine Ahnung, worum es bei diesem Wunder gehen soll. Etwas anderes fällt mir jetzt irgendwie nicht ein. Und eine Art Wiedergeburt wäre natürlich eine Option. Aber, hä? Das klang ja fast so, hat man das Wunder und jemanden berücksichtigen und dann das andere können sie irgendwie nicht mehr einsetzen oder was? Weil ich frage mich gerade, warum nicht beides machen? Die Macht es nur alle 1000 Jahre haben und nehmen jetzt das andere. Ja gut, ist ja scheißegal. Wir werden schon herausfinden. Ist ein bisschen speziell mit den Emblemen und so. Ja, aber die alle Zeiten und so. Du könntest meinen, die seien irgendwie seit, keine Ahnung, 10.000 Jahren irgendwie so, schon Embleme. Ja, ich meine, es gibt ja vor allem Spiele, die untereinander connected sind, wie zum Beispiel Binding Blade und Blazing Sword, also die Teile mit Roy und Lyn, Schrägstrich Hector, Schrägstrich Eliwood. Und natürlich auch die ersten beiden Spiele mit Marth, im ersten, im zweiten mit Celica und Alm. Die einfach verschiedenen Kontinenten spielen, aber in derselben Welt quasi. Das sind schon so ein paar Dinge, wo ich mir dann frage, auch zeitlich, wie spielen untereinander ab oder diese Embleme? Sind einfach quasi die jetzt, ja, hier wie zum Beispiel Staraen, aber gleichzeitig gibt es natürlich noch die Welt von Awakening und dort leben sie noch, als ganz normale Personen. Das sind dann so Dinge, die ich mich ein bisschen dann frage. Ah, der gute Lyndon. Sei grüßt. Sei grüßt, Lyndon. Willkommen an zu Hause. Ist eigentlich überall noch ein bisschen Fragen mit Einkaufen. Weil wir sind im letzten Kapitel relativ gut durchgekommen.
Waren aber auch keine Embleme bei den Gegnern dabei. Ich glaube, das wird beim nächsten Kapitel anders werden. Ich möchte trotzdem auch mit der Hauptstory weitermachen. Flohmarkt neue Waren, Boutique neue Waren, okay. Aufgrund dessen schon, da wir doch relativ viele göttliche Kapitel jetzt gemacht haben. Ich weiß, es fehlen noch ein paar Sidequest-Kapitel. Aber ganz ehrlich, ich meine, uns fehlen noch ein paar Embleme. Und wenn wir die dann auch haben, dann vielleicht sogar alle nacheinander machen. Som ist noch bei... Gut, die können trotzdem füttern. Und ja, dass wir halt deswegen vielleicht jetzt erst einmal uns ein bisschen auf die Story fokussieren. Ich dachte mir so vielleicht bis Kapitel 20 herum irgendwie. Weil 25 ist noch eine schöne Zahl. Dann können wir vielleicht mal das eine göttliche Kapitel noch machen. Und ich warte damit noch. Machen erstmal die ganzen Sidequests noch. Eben, das sind so Dinge... Eigentlich spielt es keine Rolle, wann du was machst. Ich finde irgendwie, wenn man da ab und zu auch mit der Story halt ein bisschen Progress haben, finde es doch einer ganz nett. Nicht einfach zu sagen, okay, jetzt machst du ein Kapitel hier, 3 Sidequest-Kapitel, ein Hauptkapitel, das ist irgendwie, weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen störend fast schon. Du kommst jetzt richtig vorwärts, habe das Gefühl. So, der Brunnen, warte mal. Okay, hier gibt es kein neues Training. Das machen wir später noch. Wenn ich schon mal hier bin. Die Gespräche der Embleme. Interessant war es trotzdem, muss ich zugeben. Novizenbuch, Stilett. Okay, viel gab es nicht, das tut ein bisschen schade. Also wieder reinwerfen, weil wir haben glaube eins, war. Schmeiß wieder rein. Wir haben auch noch mehrere Silberdolche, schmeiße ich auch rein, komm. Die Abwehrhaltung, ich werde vermutlich eh keine weitere brauchen. Das kann die auch weg. Gibt eh kaum was, also insofern. Wieder Schönes. Für Ron, also haben wir noch Elfendonner übrig. Ja komm, kann auch weg. Ich weiß, vielleicht bereue ich es mal noch, aber dann kaufen wir uns dann was Neues. So, Umwandlung. Da gibt es jetzt ein bisschen bessere Items. Das war hier Eiergehöf, genau. Ganz vergessen. Vor allem bin ich auch jemand, der gerne mit der Story ein bisschen voranschreitet, solange das Gefühl hat, er kommt gut voran. Und eben auch durch die ganzen göttlichen Kapitel. Und sonst müssen wir durch hin und her switchen, auch mit den ganzen Emblemen. Egal ob es jetzt die Ringe sind oder die DLC-Armreife. Aber auch das Gefühl, dass wir gut vorankommen. Und ja, insofern spricht, glaube ich, aus meiner Sicht nichts gegen, mit der Hauptstory weiterzumachen. Eben erstmal bis Kapitel 20 rum und so und dann erstmal wieder ein paar Sidequests. Göttliche Kapitel, das aus Fire Emblem Heroes würde mir, glaube ich, aufsparen, bis ich mir ziemlich sicher bin, dass wir alle Charaktere haben. Ich meine, ich könnte jetzt schon sagen, welchem Kapitel das ist, weil das hat mich mal ein bisschen informiert. Aber welchem Kapitel wir keine Einheiten mehr bekommen. Ich weiß zwar nicht, welche Einheiten es sind, das wollte ich nicht wissen. Ich weiß, dass es halt gewisse Einheiten sind, die wir bis dann und dann bekommen. Will aber jetzt auch nicht euch spoilern, deswegen sage ich es jetzt mal noch nicht. Silberbarren können wir mittlerweile auch bekommen, okay. Aber sonst nichts. So einfach Stahlbarren und Silberbarren. Alter, du... Ganz ehrlich, da brauchst du ja Kohle. Das bezahlen zu können. Ja, Geldfarming, Goldfarming. Ja, werden wir wohl oder übel auch mal zumuten müssen. Wenn ich gar keinen Bock drauf habe. Teich. Nee, solange ich noch nicht die beste Angel habe, lassen das mal noch. Ich kann theoretisch mal noch ein paar von den Dingern hier starten. So, zentraler Platz, nehme mal die Arena. Emblemtraining, ich glaube, das schenken wir uns jetzt mal, weil es gab eh keine neuen Embleme und ich glaube, F habe ich jetzt auch nicht so viel mehr, wir sehen es relativ schnell. Alfred ist zwar gut dabei, aber was soll ich ihm denn? Sternenkugel, Kanter bringt momentan nicht, weil er Sigurd hat. Vehemenz dafür ist noch zu langsam. Obwohl er schon schneller als Diamant ist. Alter Schwede. Gut, Diamant bei dir.
Gucken, ob wir vielleicht bei Diamant mal noch die Sternenkugel geben. Weil zum Vergleich zu Alfred lässt langsam aber sicher mal nach. Ist schon krass, dass eine Sternenkugel ausmachen kann. Aber nach so 3, 4, 9 Leveln. Sagen wir mal. Kein Training nötig. Oder schon, aber. Ich weiß nicht, ob das viel bringt hier. ブロディア王国大公が娘シトリニカ第33代竜の森人フラン Oh, die arme Fram. 次こそは勝つんだ素敵な時間をありがとう Ja, seht ihr, da gibt er kaum Punkte. Was kann ich hier sehen? Wie auch. Ich glaub, FP gibt das keine, wa? Ey, meine. FP. SP. フィレネ王女兵ルイです。 Ja gut, mit dem Bogen gegen Louis stelle ich mir jetzt aber auch schwierig vor. Außer wäre ein Sonnenbogen. Wie Louis so angerannt kommt. Bushiro, was ist los mit dir? Einmal gekrittet bei jetzt 5 Angriffen. Junge. Einen neuen Gegner haben, bitte. フィレネ王女兵ブシュロンだ。ソルム王城騎士メリンマイル。行くぞ。 Bushiro, Kritten. 僕と遊ぼうよ。 Nein, nicht du, Merin. Er. 迷うものか。 Ah, geht doch. さすがです。いい汗が流せた。 Oh, schön. Fähigkeiten erben im WM-Training. Warte mal. Wir haben doch mittlerweile... Also, wir können mal gucken, ob wir irgendwie ein Item haben, das wir ablegen können. Ich dachte zwar, jetzt in der letzten Folge schon getan. Ja, das ist momentan nichts. Wo war jetzt unser Prinz Diamant, wa? Also im Vergleich zu Alfred hinkt er langsam hinterher. Ey, ja, glaube ich mal... Alter, was ist hier los? Das ist schon krass, dass Sternenkugel so ausmachen kann. Vehemence Plus, der hat natürlich auch einen Speed drauf, das ist nicht normal. Und bei ihm ist halt, ja, mit Leaf, mit der KP. Ist halt auch Leaf halt nur bis Level 10 war, so wie, aber Sigurd eigentlich auch. Dass man der natürlich auf Speed, was dringend bräuchte, sieht man jetzt auch auf Speed, aber vielen Dank dafür an Camilla. Und ganz halt die Armreife sind eh völlig overpowered. So. Dann gucke ich mal, bei ihm Vehemence wäre natürlich auch ein Thema. Kanter natürlich auch. Trotzdem will ich ihm jetzt lieber mal das hier geben. So, Fähigkeiten, jetzt ganz kurz gucken, was schon alles hätte. Schwertkraftgeschwindigkeit plus 2, wir haben bei dir schon lange nichts mehr gemacht, Alter. Oh, warte mal, du hast einen Vorteil. Ah, nee, der geht, der trifft erst dann. Bündnis, ja, das waren die Dinger. Sonne und fairer Kampf. Weil ich fairer Kampf irgendwie aus einer doofen Fähigkeit finde, ganz ehrlich. Aber, was weiß ich schon. Hier ist er. Mit Leaf, Figur plus 3, Vorteil generell. Das ist eigentlich nicht so viel gefühlt. Kanter eben eine Option, wenn man nochmal 2 Felder latschen kann. Vehemence wäre auch cool, aber ich persönlich fände es eigentlich wirklich Dinger eher besser, Sternkugel. Ach, Level 5, du musst noch ein bisschen trainieren, wa? Diamond. 新竜族のチキだよ 見習い
Ja, da wurde er mal von Tiki mal schnell vernichtet, war. Ist irgendwie auch übel. So, ansonsten, geguckt, also gar nicht hier, genau. 40, ja. Ich glaube, bei ihm speichert noch ein bisschen, wa? Die nehmen alle nichts mehr. Lindon, 2000, ja, ja. Der gute alte Lindon. Ist ein neuer Kraken, deswegen hat er so viele Punkte. Ist mir schon klar. Einige Embleme, das passt noch. Diamantosan. Ja gut, ja, einer der hält Angriff plus 2 Ausweichung und zumindest ein Schwert verwendet. Ja, und was ist, wenn ich halt das nicht mache? Genau, bin ich am Arsch. Jetzt werden wir das auch. Dann Bankgespräche, nichts mehr. Unterstützungsgespräche haben wir ein paar. Nicht viele zum Glück, aber ein paar. Ringkammer. Ja, man, wir haben ein paar Punkte, aber die sparen wir uns mal noch auf, komm. Wir haben letzte Zeit genug geschmiedet und eben, das war ja auch nur ein bisschen zum Vorführen quasi. Weiter geschmiedet wird dann, sobald wir die Bahnfragmente richtig farmen können durchs Angeln. Mit der Profi-Angel da, wenn er mal soweit ist. Ansonsten fällt mir noch eine gute Methode für Goldfarming. Gut, jetzt theoretisch eine mit Anna. Muss aber Anna noch so weit trainieren. Und natürlich wäre noch eine Option mit dem FP-Farming. Schön, schön. Na, Somi? Der freut sich auch, der kleine Somi. Trainingsplatz, Teich, der Deich. Das Schwimmbad. Will mal ins Zimmer gehen, genau. Die neue Wahrnehmung sind wir auch nicht. Ne, eigentlich sind wir dann soweit durch, weil eben Kohle habe ich eh nicht so viel. Das lohnen würde es irgendwie zu investieren. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Gespräche und würden uns dann relativ schnell mal auf dem Weg zum nächsten Story-Kapitel machen, wa? カードさん、俺を正しい道へと導いてくれ。はあ。セアダス、大きな声を出してどうしたの？いや、クロエ。今、ちょっと大事な占いの最中なんだよ。大事な占い？これを見てくれよ。目の前にある揚げたて熱々のお肉。これ以上魅力的な食べ物は存在しない。でも欲望のままにかじりついてしまえば俺の体型を維持するのが難しくなる可能性がある。だからこうしてカードさんで占っているというわけさ。面白いことをしているのね。それで占いの結果はどうだったの？残念ながらこのお肉は食べない方がいいみたいだ。なら私がいただくわね。はあ、手を出すの早っ。別に食べるのはいいんだけどさ。なんて美味しそうに食べるんだ。ありがとうセアダス。今度は私が何かご馳走するわね。Klingt sehr lecker. どうか行かないでくれ。君といつまでも踊っていたいんだ。やめて、引き止めないで。俺は目をつむっている。もし信じてくれるなら。わかりました。そこまで言うのなら、これからはずっと一緒です。死が二人を分かつまで。素
素晴らしい演技と表現力だ。やっぱりユナカを誘って正解だったよ。演技なんて全然したことがないゆえ自信ないですぞ。モノマネが上手いのは演技が上手いからだよ。ユナカのおかげでいい舞台になりそうだ。私めが主役？本当は俺が主役だったんだけどね。ユナカの演技がいいからこれからは踊りの練習もあるけど大丈夫。ご時世柄舞台や踊りを見せることなんてとっても難しいことだとは思うんだよね。でもこんな時だからこそ楽しむこともしないと息が詰まるって思うんだ。必ずこの劇を成功させたい。ユナカ、協力してくれるね。セアダス氏の気持ちはわかるゆえ私めもできる限り協力しますぞ。あ、頼む。この舞台にはユナカが必要不可欠なんだ。頑張っていい舞台にしよう。Ja, da bin ich mal auf Fragen nachher gespannt, wenn es mal soweit ist. おいしくなれ。セアダス。またですか？また俺との約束を破るんですか？もうすっごくいい匂いじゃないですか。お肉が焼ける音が追い打ちをかける。ねえ、少し落ち着きなってば。あなたはソルムでも有名なダンサー、そして神秘的な占い師として名高かった。近寄りがたい雰囲気が魅力って聞いてたから、私もいつかはお目にかかりたいと思ってたのに。がっかりしました。いえ、普段のあなたはまあ噂通りの感じだし、食べ物が絡むとこうなるのかってだけ。申し訳ございません、ミステラ王女。全てはお肉が悪いのです。俺の食欲を誘惑するその美味しそうなお肉が。まあお肉が美味しそうなのは同意だけど。ミスティラ王女、どうしていつも俺の目の前でお肉を焼いてしまうのですか？セアダス、それおかしいよね。よーく考えてみて。いつも私がお肉を焼いているところにセアダスが乱入してくるんだよ。それはつまり俺が肉を求めて王女の元へと来ていると。そうだよセアダス。はあ、謝罪させてくださいミステラ王女。あなたは約束を破ってはいなかった。ただ俺の意志が弱かっただけ。あなたには微塵の非もない。もう二度とあなたがお肉を焼いているところには来ません。失礼します。セアダス。 Und so ging er von dannen. Ah. Oh, Eingesperreffekt noch. ユナカ、ちょっといいかな。メリン氏、さっきの手合わせだけど、ああいう態度はちょっと良くないんじゃないかな。と言いますと？手合わせは殺し合いではないだろ。開始すぐに僕の首を狙って「はい終わり」だなんて、もう少し余裕を持っておおらかに取り組んでほしいものだ。少子失礼ですが、その申し入れは却下ですぞ。何？メリン氏は戦闘中にご自身に陶酔し、長々と口上を述べられておりましたな。かっこよさだの美だの華麗だのなんだの、その隙に攻撃してくれと言わんばかりの行為でしたぞ。相手が私めだったから小さな単行部で済んだものの、本物の敵だったら今頃は。そんなことは分かっているさ。ただ僕はちょっと試してみたかっただけで。本番で使えない決め台詞など試す意味ありませぬぞ。言いたいことはわかるけど、手合わせの時ぐらいいいじゃないか。戦闘中にかっこいいセリフを言ってみたいんだ。特に長いやつをね。仲間なんだから言い終わるまで待てるだろう。いいえ、戦いをなめてはなりませぬ。メリン氏は騎士としてわきまえていると思っていたのですが、私めの見込み違いでしたな。これにて失礼。
ユナカメ、確かに君は正しいさ。でも Oha. Das ging nicht gut aus, war aber trotzdem Rang Rang C, ja, naja. Warum auch nicht? Gut, dann sind wir hier soweit fertig, Freunde, in Somniel und wir legen natürlich direkt weiter. Zur Weltkarte. Ja, noch die bekannten Sidequests, müssen 3 Stück sein, wa? Das mit Erika ist noch, dann die natürlich mit Sigurd und Leaf, die neuen. Also neu, relativ neu. Die kümmern uns dann später. Der Hafen von Givre. Givre. Kapitel beginnen. Nach einem erfolgreich abgewehrten Angriff auf See erreicht die Gruppe einen Elusianischen Hafen. Empfohlen, Klasse Level 7. Gut, jetzt sind wir natürlich nicht mehr, was nicht empfohlen war. Aber egal, das könnte das werden. Auf geht's! Kapitel 19, die tote Stadt. 戻ったわ。セピア、おかえり。ソンブル様へのご報告はどうだった？指輪を取られちまったこと怒ってたか？ええ。ああ、やっぱりな。今から仕置きか、それとも処刑か？仕置きも処刑もないわ。ことの重大さを分かっておけと、それだけよ。それだけ？やっぱ僕たちって特権階級ってやつなのかな。だったら気分いい。それでベイル様のご様子は？まだお目覚めになられない。やはり無茶な術をかけすぎたのでは。しばらくの間元のベイル様の状態にして差し上げて様子を見ては。そのことについては憂いがなくなりそうよ。ソンブル様から魔法具を賜ったの。何？ソンブル様のお力が込められていて、私の術の力を何倍にもするものらしいわ。これさえあれば今度こそ欠陥品の存在を消せるかも。早速試してみましょう。次はソンブル様に良いご報告ができるようにしないと。そういや、さっき兵から報告があったぜ。海上に神竜率いる軍勢を確認したってよ。足止めは失敗したらしい。思っていたより早かったわね。ここに来るのも時間の問題だな。時間稼ぎが必要。じゃあ僕が行く。マロンはいい子ね。でもさすがに一人じゃ危ないから。モーブ、あなたも一緒に行ってあげてちょうだい。承知した。僕一人でも大丈夫なのに。そういうわけにはいかないわ。マロンは偉い子だからモーブともうまくやれるでしょ。もちろん。その代わり成功したらと褒めてね。セピア、俺からも条件が。ベイル様に術をかけるのは俺が戻ってからに。分かったわ。恩に切る。では行ってくるね、セピア。モーブのやつ、嫌に元のベイル様に入れ込むよな。そうね。でも今のところ私の邪魔はしてこないのだから見逃すわ。従順でありさえすれば愛してあげる。私たちシクは家族なのだから。それよりグリ、ベイル様のご兄弟の話は覚えている？ああ、もらった流石が割れてないとかなんとか。その件で確かめたいことがあるの。一緒に来て。ここがジーブル港ですね。何事もなく上陸できてよかったです。どうしました？静かすぎるわ。この港町にはもっと活気があったはず。
あちらに人影が見えましたよ。少し話を聞いてみましょうか。待って、神竜様。あれは。Ja, der kann natürlich sehr viel erklären. 異形兵。この気配、一体だけではないよね。街中にはびこっているようです。これではもう。ええ。あの邪竜はイルシオンも滅ぼそうというのか。このままにはしておけない。異形兵を倒さないと。いいえ、先に進みましょう。待って、民を見捨てるっていうの？アイビー王女はそれでいいの？それが最善だと思うわ。なぜだい？いかなる状況であろうとも民を助けることは僕たちの使命だ。襲撃されたフィネネでだってそうしてきたじゃないか。フルルの港では襲撃が起こった直後で助かる可能性のある人が大勢いました。でもここは町の様子から判断するに落とされてから時間が経ってしまっています。ジーブル港の民たちはおそらくすでに全員異形兵に。私だって民を救いたい。その気持ちは同じよ。けれど時間が経てばより多くの命が奪われるかもしれない。ここで時間を使えば死んでしまった民のために今生きているたくさんの民を殺すことになるわ。そういうことか。辛い判断だが理解したよ。僕はまだ甘かったようだね。神竜様はアイビー王女のその考えを察していたというわけか。恐れ入る。いえ、そんな。ありがとう、神竜様。このまま王城に向かいましょう。ああ、切り捨てる方を選んじゃったか。Ja, ich glaube, das wollen sie. Und ganz ehrlich, das und vieles mehr werden wir in der nächsten Folge bei Fire Emblem Engage genauer ergründen. Und ganz kurz eine kleine Anmerkung von vorhin, wo C4 mit dem 4 Bluthunden gesprochen hat, von wegen, ja, geht jetzt zwar ein halbes Jahr auf, wo ich mir dachte, ist er doof? Ich war zu 5 in der Hafenstadt. Mit Wähl, mit der bösen Wähl. Und also genau, hier sind dabei, oder 6 Emblem gegen unser 6 Emblem und hat trotzdem verloren. Sorry, was glaubt ihr, was sie jetzt noch machen kann? Die sind sowas von im Arsch eigentlich. Aber eben, eigentlich, wa? Berühmte letzte Worte, wie man so schön sagt. Hoffen wir es nicht und was sonst noch passieren wird, das sehen wir, wie bereits erwähnt, das nächste Mal. Bis dahin, bye bye.